Guten Morgen, die Damen und die Herren. Nächsten Donnerstag ist an der Chambre eine Debatte über die Integration, die Zukunft von Integration, die für Land ja eine eminent wichtige Debatte ist. Wir hatten für eine Woche das Festival der Migration noch gesehen haben, dass sich viele Politiker da gedrückt haben, eben in zwei CSV-Spitzenkandidaten aus Stand zu Stand gelaufen, hat da alles geschmerzt, was den Ungebote gut wie CSM. Und so leben wir ja anscheinend an einer heiler Multikulti-Welt. Ist das so? Ist das so? Können wir als Politiker nur einfach so merken, als wäre das der Weg und das ignorieren, was in Europa ist? Wir sehen in Deutschland, dass die immigrierte Kommunitäten, hauptsächlich die türkische Immunitäten, sogar in der dritten oder vierten Generation haben wir große Probleme mit der Integration und ein Großteil vom Grundgesetz für sich nicht akzeptieren. Wir sehen, was in Frankreich los ist, an den Banlieues, an Sprachen, ich kennt das wahrscheinlich aus den Medien. Wir hatten nur Freitag den schwedischen Premier an der Chambre, den als über die organisierte Kriminalität der großen Zone von der schwedischen Stadt geschwärzt hat, die auch mit der Immigration zusammenhängen. Und dazu hauptsächlich Schumann festgemerkt, weil er nicht einen Scheck für seine eigene Politik angestoßen. Wir auch, wer der Schweden ist, wissen wir alle gut. An der Belgien wissen wir, dass dann verschiedene Quartieren, für alle Bresel, wir auch vielen anderen Städten, einfach überhaupt keine Interaktion mehr besteht zwischen Belgien und muslimischen Kommunitäten. Molenbeek als ein gutes Beispiel an die ganzen Entwicklungen und schreckliche Tendenzen, die man in den letzten Jahren hatten, mussten noch op und ungeschwert gehen. Als Multikulti in Europa erfolgreich, ich gehe mal behaupten, nee. Wir müssen gucken, wie weit wir in der Richtung überhaupt können gehen, wollen gehen, was Zukunft für die europäischen Gesellschaften soll sein bei einer massiven Immigration als Kulturkrise, die nicht unbedingt integrationswillig sind, am echten Hai wollen noch ihre gesellschaftliche Vorstellungen leben. Lützeburg ist da ein ganz besonders wichtiger Fall, weil wir geschwind als Lützeburg eine Minorität in unserem eigenen Land sind. Wir haben Gott sei Dank viele ausländische Kommunitäten, die als kulturelle, religiös Minus stehen. Das ist also nicht so wie an anderen Ländern ist, aber trotzdem muss man uns fragen, wer in Zukunft hat als Kultur, wer in Zukunft hat als Spruch, was sind wir Lützeburger, aber das Lützeburg noch mehr. Und da muss man einfach die Integration mehr wie je pochen. Wir werden noch als ADR da eine ganz Reihe konkrete Propositionen machen, mit die Tendenz, die wir feststellen, und die da auch wird gesehen an der Debatte an der Chambre am nächsten Donnerstag, als das 5 von den 6 Parteien an der Chambre bewegen, gehen wir immer mehr politische Partizipation von den Ausländern anzuführen, und da wir da aktiv das Resultat vom Referendum wollen ignorieren. CSV hat das schon gemerkt, durch Bradieren von der Lützeburger Nationalität. Sogar nur 20 Jahre, wenn eine Kehle zum Beispiel gelehrt hat, nur 20 Jahre im Land schenkt CSV die Leute Nationalität als Belohnung für ihre Nicht-Integrationswillen. Und wir haben das die Forderungen stellt, dass Chambre des Salariés, weil sie Minors bei den Ausländern ihrer Meinung nach sollen direkten Pouvoir d'initiative legislativ kreieren. Wir haben die Idee, auch als für der CSV wie der Conseil National des Étrangers direkt wählen zu lassen. Also, es sind so viele Ideen, die sollen dezidiert gehen und diskutiert gehen und in echter Phase, die darauf auslaufen, für die Referenden zu ignorieren, an den Ausländern aber eine politische Partizipation auf nationalem Niveau hier am Land zu ermöglichen, an einer Zeit, wie gesagt, von mir marginalisiert gehen. Zukunft Lützeburg, also eine Debatte, die nicht nur um den Wachstum geht, nicht nur um Mobilität, nicht nur um das Logement, mit Zukunft Lützeburg also auch immer mehr eine Debatte rundherum, können wir als Lützeburger in diesem Land nach überhaupt als kulturelle Identität langfristig sichern. Und wie gesagt, das Lützeburg schon mal aus, wenn wir hier gehen und immer mehr auf Lützeburg als Spruch pochen, immer mehr als Kultur vermitteln, die als Jugendliche mit mir an der Schule lehren. Was geschieht mit uns als nationale Kommunität an unserem Land? Ich meine, das ist ein ganz wichtiges Frage am Hinblick auf die Wahlen am Oktober. Ich würde vielleicht rekommandieren, den Donnerstag die Debatte an der Chambre kritisch zu verfolgen und ganz genau darauf aufzupassen, was die einzelnen Parteien zu dem Thema zu sagen haben. Ich sage nicht hin, merci, wird nur luisteren, bis geschwind.